Studentenvorführung in Erlangen machen. Ja, danke Herr Brenzky auch, dass Sie schon wieder in der Region hier sind, und vielen Dank an für den Film, und ich denke, der ist ganz wichtig, sagen wir, die Diskussion auch jetzt aufrechtzuerhalten, die wir um die Energiewende haben. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Stefan Jessenberger, ich bin Sprecher der Initiative Energiewende Erlangen-Höchstadt und auch Aufsichtsratsvorsitzender der Energiegenossenschaft Energiewende Erlangen-Höchstadt. Und Herr Bachmeier hat vorhin ein wichtiges Stichwort gebracht: Die Energiewende kann nur gelingen und vollumfänglich gelingen, wenn die Bürger mitmachen. Und das ist im Prinzip auch der Aufruf hier an Sie alle. Wer Lust hat, selber an der Energiewende mitzuarbeiten, mitzugestalten, der kann sich auch im Rahmen der Energiewende-Initiative engagieren. Wir können auch umgekehrt gerne lokale Initiativen, die sich hier möglicherweise im Ort bilden, unterstützen. Kommen auch gerne hier mal vor Ort zu Arbeitsgruppen, wie wir es auch in anderen Ortschaften machen. Und auf der anderen Seite können Sie sich aber auch an der Genossenschaft gerne beteiligen. Wir wollen also im Landkreis im Bereich der Photovoltaik, im Bereich der Windkraft letztendlich aktiv werden oder sind schon aktiv, und im Rahmen der Initiative vor allem das Thema Energieeffizienz, Energieeinsparung letztendlich voranbringen. Da haben wir auch im Oktober eine Aktion gestartet, Heizungspumpentauschaktion, das haben wir schon davon gehört. Also wir wollen das alles umfänglich betrachten und laden alle, die da aktiv dran sich beteiligen wollen, die mitmachen wollen, ein, hier mitzumachen. Ich habe draußen auch ein paar Flyer ausgelegt über die Initiative und über die Genossenschaft, nehmen Sie das gerne mit. Schauen Sie auf die Webseite, tragen Sie sich in den Newsletter ein, kriegen Sie regelmäßig Informationen, und wenn hier vor Ort was läuft, kommen wir gerne vorbei und unterstützen das Ganze auch. Danke. Das war jetzt in meinem Film ein Werbespot gerade, den Sie geschaltet haben. Da würde Herr Kranich sagen, das kostet. Das kostet, Werbung ist nicht umsonst. Aber lassen Sie mich gleich, ich wollte gleich nochmal was zum Land fragen, aber ich gehe schon mal weiter, bitteschön. Weil Sie schon das Energie einsparen vernünftig ansprechen, da habe ich als Hausfrau einen großen Wunsch. Und zwar, dass man alle unsere Waschmaschinen wieder auf 75 Grad einstellt. Denn bei 70 Grad gehen die Bazillen kaputt, wie jedermann weiß bei Eiweiß. 70 Grad kaputt, nicht aber bei 60. Und deswegen wundern sich viele Krankenhäuser, warum da was nicht funktioniert. Und wenn wir das wieder schalten könnten, wie in den alten Waschmaschinen, dass man bei 75 statt bei 90 ist, hat man immer noch 15 Grad eingespart. Könnten Sie sowas anregen als Ersparnis, bitte? Meine Ex-Freundin arbeitet bei Miele, aber ich will mit ihr, glaube ich, darüber nicht reden. Aber ist eine gute Idee, weil Sie Thema Einsparen sagen. Wir hatten auch in Bayern jemanden gedreht, ist jetzt hier noch nicht drin. Der hat auch einen Stromspeicher, der hat 75% Eigenversorgungsquote geschafft. Und dann hat er gesagt, ich will noch mehr, ich will 90. Und hat sich auf die Suche gemacht in seinem Haushalt, wo die hauptsächlichen Stromverschwender waren. So wie sagen, 15 Grad ist nicht mehr angängig. Er sagte, na, Herr Ferenczi, sagen Sie mir mal, wo sind denn die größten Verschwender? Was glauben Sie? Ich bin ja mittlerweile geschult, sag ich. Der Herd, der verbraucht am meisten. Nee, sagt der Herd ist es nicht. Dachte ich, gut, gibst du noch eins, der Trockner? Nee, Trockner ist auch nicht, Herr Ferenczi. Sag ich, ja, was denn dann? Meine Töchter! Ja? Er sagt, da war ich zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder im Zimmer meiner Töchter, machte auf, da lief ein Fernseher, Stereoanlage, irgendwelche Spiele, Lichtbeleuchtung. Und die hat er tatsächlich dazu gebracht, ein bisschen Energie zu speichern,